Oh, fuck. Jo, was? Herzlich willkommen bei etwas Neuem, und zwar schauen wir uns da zusammen ein bisschen realer Irrsinn an. Das ist ein Doku, also respektive es sind, wie ihr seht, so kleine paar Minuten Dokus. Und ich kann ja nicht die ganze Zeit nur eins auf Ego-Schlampe machen und meine eigenen Videos schauen. Habe mich ein bisschen darüber kaputt gelacht und habe dann gefunden, es gibt noch so viel von denen, also ich glaube, wenn ich das dann mal klein mache. Wenn es euch gefällt, wir können uns einiges davon reinziehen. Also, ja, ich packe natürlich da all die Videos, die wir schauen, unten in die Beschreibung rein. Legen wir mal los. Ich habe da meine Gandalf-Pfeife wieder parat. Und zwar haben wir jetzt da übrigens das erste Video, die eingezäunte Dame in Bielefeld. Und, ja, vielleicht erklärt das, wieso ich mit euch will Dokus schauen. Die eingezäunte Dame in Bielefeld. Bräh. Das klingt schon geil, Mann. Tschüss. Gut, genau. In der Woltmannstraße in Bielefeld steht das Haus von Johanna Pohlmann. Trautes Heim, Glück allein. Und seit kurzem hat sie sogar noch einen neuen, schmucken Zaun direkt vorm Haus. Was für eine Oh, Überraschung. what the fuck? Diesen Zaun hat eine Gütersloher Firma im Auftrag der Stadt hier hingesetzt. Da kamen zwei Herren, die habe ich dann gefragt, was sie hier machen. Ja, wir haben den Auftrag und haben diesen Gefängniszaun hier hingesetzt. Ach, Gefängniszaun, einen schönen Stabgitterzaun hat die Stadt Bielefeld hier hingebaut. Ja, wunderschön. 1 Meter vom Haus entfernt. Denn das Grundstück davor gehört der Stadt. Familie Pohlmann durfte es aber Ach so, über aber 40 Jahre dort lang war's als nicht. Vorgarten Ah. nutzen. Hier war ein schöner Ah. Vorgarten. Ich habe eben gedacht, das ist jetzt dort so zu und sie kommt jetzt dort nicht mehr raus und muss jetzt irgendwie improvisieren, um aus dem Haus rauszukommen, also vom Grundstück wegkommen. Aber ja, gut, du, ja. Also ja, es ist ein bisschen Bullshit, dass man jetzt dort einfach so just because einen Zaun hinpflanzt, weil das jetzt halt der Regierung gehört, so wie ich das jetzt verstanden habe, glaube ich. Und ja, jetzt kommt sie halt nicht mehr dort durch, aber sie kann ja immer noch vorne rausgehen. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. Den wir betreut haben. Wir haben Blumen gepflanzt. Hier war rechts und links eine Rabatte mit Blumen. Tja, das war einmal. 2017 braucht die Stadt ihr Grundstück dringend zurück für den Ausbau der Woltmannstraße. Dachte man im Rathaus jedenfalls. 2020 kommt raus. Im Zuge des Ausbaus der Woltmannstraße hat sich herausgestellt, dass das Flurstück 1040 Sorry, ich muss da mal ein bisschen lauter machen. für den Straßenbau nicht benötigt wurde. Doch den Vorgarten einfach Vorgarten sein lassen? Nein, es kommt zur Räumung und Umgestaltung des städtischen Flurstücks. Hier entsteht jetzt schickes Straßenbegleitgrün. Das schnöde Vorgartengrün muss natürlich weg. Für die Errichtung des neuen Zaunes ist es notwendig, den auf der Grenze stehenden Buchsbaum zu beschneiden oder einfach zu halbieren. So herrscht hier endlich wieder Ordnung.
Wenn die Stadt ein Grundstück hat, kann sie doch nicht den Bürgern den Weg zur Straße wegnehmen. Doch, kann sie. Der neue Stabgitterzaun wird jedoch kein Tor enthalten, da dies zur Erschließung ihres Grundstücks nicht notwendig ist. Überhaupt nicht nötig. Will Frau Pohlmann in die Stadt, kann sie doch den Weg hintenrum nehmen. Am Haus vorbei, einmal durch den Garten, dann an der Garage entlang und schon steht sie an ihrem Tor zur Einfahrt. Das hält die 95-Jährige fit. Ja, jetzt kommt sie halt nicht mehr dort durch, aber sie kann ja immer nach vorne rausgehen. Also, ist ja jetzt nicht so tragisch. Für Besucher ist der Zaun Ja, hinterm gut. Tor auch kein Problem. Etwa für Frau Pohlmanns Arzt, der letztens vorbeikam. Das war schon abends im Dunkeln nach Ja. seiner Praxis, kam er hier an, wollte zum Rechten gucken bei mir. Und den latscht er hier vor dem Zaun rum. Ja, sagt er, wo ist denn der Eingang? Ja, hier nicht. Jedenfalls noch nicht. Nachdem Frau Pohlmann abgelehnt hat, ihren alten Vorgarten für Ja, okay, es ist schon echt 27.030 Euro zu kaufen, denkt Ich habe ja vorher gesagt, eben, ja gut, dann macht es ja nichts, aber ja, ich habe gedacht, es hat dort halt wirklich einen richtigen Weg, halt dann direkt dann zum Tor vorne, aber dass sie dort so muss hinter all dem Zeug durch auf so einem kleinen Wägeli da rumlatschen, ja, das habe ich jetzt nicht gecheckt dort, so. Sorry, okay. denkt die Stadt jetzt darüber nach, zumindest wieder ein Tor einzubauen. Na, jetzt dankbar, Immerhin. Frau Pohlmann. Immerhin. Jetzt Mich hat baut zu wieder Anfang Tor. erstmal wütend gemacht. Ne? Inzwischen denke ich, da sind andere Leute für zuständig, die sich dafür schämen sollten. Schämen! What the fuck, Alter, jetzt habe ich da eins gefunden, Hubschrauberstation auf dem Müllberg. So eine üselige Müllberg wie der hier in Köln-Kalk wie in andere Städte einfach nur Müll. Aber in Köln denke der Stadtvertreter nachhaltig und beschließe 2011 dort eine zentrale Rettungshubschrauberstation zu bauen, ohne dort drüber lang nachzudenken. Was hier alles vergraben liegt, weiß niemand. Wenn die Stadt Köln den Berg kauft, dann ist sie künftig auch für die Sanierung zuständig. Das könnte sehr teuer werden. Ach, was kostet Welt, nur weil man nicht weiß, was so all in dem Berg drin liegt, kann man doch 2013 trotzdem schon mal anfangen zu bauen für läppische 11 Millionen Euro. In Köln sind sie alle Jahr begeistert von der Idee. Die Hubschrauberstation lehnen wir natürlich ab wie eh und je. Wir halten sie auch in der Lage für einen Irrsinn wie eh und je. Nach unseren Informationen ist dieser Berg so instabil, dass man nicht davon ausgehen kann, dass er sich für eine solche Station eignet. Man muss sich das so vorstellen, darunter liegende Digga, das ist Kalkmasse ein Müllberg, ist wie ein logisch. labernder Pudding. Von welche Puddinge tät noch immer Jod gegangen? Wo soll der Hubschrauber denn noch Sünd hin? Noch Meerheim zum Unfallkrankenhaus etwa? Oder gar noch Flughafen Köln-Bonn? Das ist doch Nein, nicht für so was, praktisch wie eine alle schwabbelige Mülldeponie. Aber et güt wie güt im Sommer 2015. Das Gebäude sinkt ab seit Mai schon um stattliche 12 Zentimeter. Ja, nee, und es geht ne? weiter bergab. Hier sollte eigentlich eine Tür eingebaut werden, doch die passt längst nicht mehr. So stark hat sich das Gebäude in diesem Teil verzogen. Oh, wie güt dat dann? Vor dem Bau der Hubschrauberstation auf dem Kölner Kalkberg ist der Baugrund offenbar nicht ausreichend untersucht worden. Nee, Eva, hinterher. Ein von der Stadt Köln beauftragter Gutachter hat festgestellt, dass es im Untergrund Kalkablagerungen gibt, die offenbar nicht stabil genug sind, um das Gebäude zu tragen. Aber das hätte die Stadt ja vorher auch nicht ahnen können, dass so eine Müllberg so eine Bau nicht trägt. Und man Captain späte Einsicht hat zugeschlagen. Ui. Der ist es wirklich! Er ist gekommen, uns zu helfen. Captain Einsicht! hätte ja zum Lärmschutz noch extra abgeschüttet. Jetzt muss die Erde wieder abgetragen werden. Die Kosten für das Projekt steigen damit laut Stadt um weitere 6 bis 7 Millionen Euro.
Am Ende könnte die Hubschrauberstation deutlich mehr als 20 Millionen Euro kosten. Hinterher ist man immer schlauer, selbst in Gölle, und verhängt Ende 2015 einen Baustopp für den Kalkberg. Und im Sommer 2020 geht Russ. Die Rettungshubschrauber sollen dauerhaft am Flughafen Köln-Bonn stationiert werden. No, also Okay, doch ne? Rettungshubschrauber ob in einem Flughafen. War ne Idee. Und was ist jetzt mit dem Oh, Kalkberg? geil. Bis heute wurden hier mehr als 30 Millionen Euro Steuergeld vergraben. Das ist ein Haufen Geld. Ob in einem Haufen Müll. Schön, schön. Auf Deutschland. Der Pannenbahnhof von Ahrensbrück. Mhm. Der Haltepunkt Ahrensburg-Gartenholz. Ein Bahnhof von europäischem Format. Schließlich wurde damals 2010 alles nach europäischen Standards gebaut. Es war nämlich so, dass wir als kleiner Haltepunkt Gartenholz sozusagen auf einer Strecke Hamburg-Kopenhagen bzw. Kopenhagen-Hamburg liegen. Und für die gelten ganz bestimmte EU-Richtlinien. diese EU-Richtlinien gelten für alle neuen Bahnhöfe an dieser transeuropäischen Strecke. Auch wenn da überhaupt kein Eurocity hält. Und weil man damals mit den EU-Vorgaben etwas überfordert war, fuhren die Züge erst einmal nur am wunderschönen neuen Bahnhof vorbei. Was? Jetzt los! Aber Was? 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 Hält. Und weil man damals mit den EU-Vorgaben etwas überfordert war, fuhren die Züge erst einmal nur am wunderschönen neuen Bahnhof vorbei. Es geht jetzt los! Aber nach einem Jahr Verspätung wurde der 8,2 Millionen Euro teure Haltepunkt im Dezember 2010 dann doch endlich eingeweiht. Ah, okay. Aber rund 10 Jahre später droht schon das nächste Problem. Aber für 2 Jahre ist es gut gegangen. Hey. Es soll bekanntermaßen eine S-Bahn gebaut werden zwischen Hamburg und hier, also Ahrensburg-Gartenholz. Und in diesem Bereich braucht man 3 Gleise. Und zwischen den beiden Bahnsteigen sind nur 2 Gleise. Also muss man einen dieser beiden Bahnsteige wegreißen. Noch besser, man muss beide erst 10 Jahre alten und EU-genormten Bahnsteige wegreißen. Dafür gibt's daneben einen neuen. Gut, die S-Bahnen hätten ja auch theoretisch auf den alten Gleisen fahren können, aber das tun sie dann erst am nächsten Haltepunkt. Ja. Kurzsichtiger kann man sich eigentlich nicht verhalten. Also wenn ich sowas plane, dann müsste ich eigentlich schon wissen, was man in absehbarer Zeit vorhat. Und dann baue ich nicht im Bahnsteig genau an die Stelle, wo nachher wieder das... Was? Wieso bau... Hä? Aber wie sollen sie denn wenigstens den hinteren Teil? What the fuck? Ja, na, da kennen Sie die Deutsche Bahn aber schlecht. Die Die Deutschen! sagt, unsere Variante ist für die Taktung der Verkehre optimal. Einen Bahnhof bauen, an dem erst ein Jahr lang keine Züge halten dürfen und wenige Jahre später wieder abreißen. Der ganz normale Wahnsinn. Läuft. Bosselstreit in Kotzenbühl. Das klingt doch geil, das ziehen wir uns rein. Erstmal den Zwerg schiessen. Thomas Wolf ist der einsamste Bosler Nordfrieslands. Vielleicht sogar der ganzen Welt. Aus seinem Heimatverein in Kotzenbüll fühlt er sich rausgemobbt. Kotzenbüll! Alter, zieht euch das rein, der Deutsche! Ah, geil. In Kotzenbüll. Sag ich kann nicht. Ah, ja. Der ich kann nicht reden. Ein Moment.
Schaut euch die Fresse an. Oh shit, Alter, ich hab voll verkackt. Ah, fuck, ey, meine Pfeife ist gerade ausgelegt. Ah, weil ich so am Lachen bin, Bro. Fühlte sich rausgemobbt. Dann wollte er beim Boselverein im Nachbarort Tönning spielen, aber so einfach ist es nicht. Ja, seit September 2008 sitze ich zu Hause und drehe mir ein Däumchen, beziehungsweise ich laufe mit dem Boselverein Tönning über die Felder. Aber werfen ist nicht. Werfen ist nicht. Ich darf nur zuschauen. Und das aus gutem Grund. Denn wer in Kotzenbüll wohnt, der darf auch nur in Kotzenbüll boseln. Denn die offizielle Regel vom zuständigen Bosel-Unterverband der Region Eiderstedt sagt, geboselt wird im Heimat- und nicht im Nachbardorf. Das ist ein Heimatspiel. Wenn ich für mein Dorf nicht mehr tätig werden will, dann ist das eigentlich jetzt, sag ich mal, dann ist er auch nicht mehr am richtigen Fleck. Ohne die sogenannte Wohnortregelung wäre hier beim Boseln Sodom und Gomorra. Da könnte sich ein Verein womöglich die besten Spieler der Region zusammenkaufen. Und einen Bosel FC Bayern will man auf Eiderstedt nicht. Nein, Mann, das geht natürlich nicht, Alter. Das muss dorfintern dass ein bleiben. Verein sagt, Mensch, wir machen hier mit euch jetzt, sag ich mal, was Besonderes. Ihr kriegt einen neuen Trainingsanzug jedes Jahr. Doch Thomas Wolf will gar keinen neuen Trainingsanzug. Thomas Wolf will wieder boseln. Er ist sogar vors Landgericht Flensburg gezogen. Seitdem gibt es keinen Frieden mehr auf Eiderstedt. Naja, die Fronten haben sich verhärtet über diese ganzen Jahre, so lange wie dieser Rechtsstreit oder so lange wie dieser Streit schon geht. Ne? Ja, man hat mir auch öffentlich gedroht, dass man mir in späterer Nacht mal irgendwie körperlich an die Wäsche will. Dabei gibt es doch eine ganz einfache Lösung, bei der die Wohnortregelung eingehalten wird und Thomas Wolf wieder boseln kann. Don't fuck with the Bosler, hä? Nach Tönning ziehen, ne? Dann wäre es ihm möglich, in Tönning zu boseln. Ich müsste mein Haus verkaufen, meine ganzen Beziehungen, die ich hier habe, meine Familie zurücklassen und in Tönning ein Haus kaufen. Man muss eben Prioritäten setzen. Digga, what the fuck, Alter? Dude, come on, what the fuck, Alter? Hey, nein, Mann. Und die anderen auch, die Regler, what the fuck? Ja, nein. Also geboselt wird nur im Heimatdorf, weil es ist ein Heimatsport, oder? Das macht man nicht im Nachbardorf, nein. Geboselt wird in der Heimat. Jawohl. Und dann will der mir da so kommen von wegen, nein, also das geht so nicht, ich will weiter boseln können, oder? Nein, wir ändern das nicht, nein. Machen wir nicht, nein. Du darfst nicht boseln, das bleibt so, nein. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Bleib doch ruhig. Nein, jetzt hältst du die Schnauze! Du Oberzicke! Im Leben und beim Boseln. Erst recht auf Eiderstedt. Klemmende Polizeiuniformen in Bayern. Was soll da klemmen? Willst du mir sagen, ihr habt Eier? Und schau dir das an, die hängen bis da. Das geht weit runter, Bro. Komm on, du kannst mir nicht erzählen, dass da irgendetwas einklemmt, Mann. Scheissdreck, Alter. Dein Gehänge ist wahrscheinlich etwa da fertig, Mann. Laber doch nicht. Und da, dem seine Hose, schau dir das an. Digga, das ist so ein Lauch, Mann. Alter, komm on, schau dir das an, wie die da runterhängen, Mann. Da, okay, bei dem spannt es da ein bisschen über die Beine, aber der, komm on. Und bei euch, ihr müsst gar nicht reklamieren, euch kann es nicht einklemmen, Fotzen. Los, redet. Ganz Deutschland ist begeistert von der blauen Polizeiuniform. Ganz Deutschland? Nein, ein von unbeugsamen Bayern bevölkertes Land an der modernen und atmungsaktiven Polizeitextur. Miraculix, braute Zaubertrank. Hier rumzumäkeln.
Ganz vorneweg die Polizeigewerkschaft in Bayern. Die Polizisten beschweren sich über die Passform natürlich bei den Hosen. Die Hosen sind sehr eng geschnitten und sie beschweren sich über die Qualität. Seit 2 Jahren bekommen bayerische Polizisten ihre Uniform aus dem Logistikzentrum Niedersachsen, quasi Ausland. Und das passt, die passt ihnen irgendwie nicht. Okay. Polizeiobermeister Heuschütter erläutert das. Also das ist bei denen wahrscheinlich so wie bei uns so der Vergleich Zürich und Basel. Ich mache doch nur Witz. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber gegen Basler. Ich bin mit der Uniform Zug gefahren und habe dann einen Schritt aus der Sitzreihe rausgemacht und dann ist mir die Hose im Schritt auf 15 cm Länge gerissen und ich hatte noch 2,5 Stunden Fahrt vor mir. Und dann stellt die Uniform beim Gang zum Urinal für Polizisten in Bayern einen technisch aufwendigen Vorgang dar, der Zeit und Geschick erfordert. So. Ist natürlich in einigen Fällen vorgekommen, dass sich Kollegen über den Reißverschluss, die Länge des Reißverschlusses beschweren. Das heißt, es ist äußerst erschwert möglich, für die Männer im Stehen zu urinieren. Das heißt, sie müssen eigentlich ihren gesamten Einsatzgürtel abnehmen, die Hose öffnen, Knopf öffnen, um dann ihr Geschäft zu verrichten. Bayerische Uniformträger haben es nicht leicht. Fragt sich nur, warum sind die Hosen in Bayern zu eng, aber nicht in Niedersachsen? Das weiß ich nicht, weil Niedersachsen hat vielleicht eine andere Hose. Stimmt. Bayern hat als einziges Bundesland den österreichischen Schnitt gewählt, der dummerweise irgendwie nicht passt. Bayerns Innenminister Hermann will diesem Uniformproblem nicht länger tatenlos zusehen und hat angekündigt, aus diesem Grund wird derzeit die Einführung eines weiteren Hosenmodells mit alternativem Schnitt. Digga, wo ist das zu sagen? Come on, wo ist das zu sagen, Mann? Glaub nicht, Alter. Irgendwann einfach nur neue Klamotten. Spaß. Kolleginnen und Kollegen werden die testen und das Ergebnis daraus wird dann auch präsentiert. Und wir hoffen, dass die neuen Hosen dann deutlich besser angenommen werden. Wir drücken die Daumen, damit Bayerns Polizei auch weiterhin auf dicke Hose machen kann. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Ganz dicke Hose machen. What the fuck? Digga. Ich darf nichts dazu sagen, Mann. Ich zeig's euch nur. Hm? Ja. Mhm. Und die stehen alle so fett grinsend mit so einem fucking huren Jockey-Smile da, Mann. Fucking Jockey, die Mörderpuppe im Polizistenklamotten, Alter. Schau dir das an, what the fuck? Alle genau der gleiche Smile, sind das Klone? What the fuck? Reptiloide. Und der einfach von der Deutsche. Ja. Machen weiter. Pfosch an der Fischtreppe in Geesthacht. Okay. Whatever. Die Deutschen! Hier an der Elbe hat der Mensch bewiesen, Kohlekraft hat auch ihre schönen Seiten. Diese einzigartige Fischtreppe in Geesthacht hat der Energiebetreiber Vattenfall gebaut. Als Ausgleich für ein Kohlekraftwerk. Die größte Fischtreppe Europas. Das jetzt habe ich nicht gehört. Was? Gebaut. Als Ausgleich für ein Kohlekraftwerk. Die größte Fischtreppe Europas. Ein Prachtbau für insgesamt 30 Millionen Euro. Und das alles, damit der Fischelb aufwärts den Weg zu seinen Laichplätzen findet. Da freuen sich auch Naturschützer. Das gibt auch Hoffnung, dass man im ganzen Elbegebiet wieder einen Fischbestand kriegt, der dem natürlichen Fischbestand. Alter. Keine Ahnung.
erinnere mich irgendwie an so einen Comic-Charakter, was so einen alten, dicken Zeichentrick-Zauberer oder so was. Es fehlt nur, dass so ein Zauberhut, Alter. Und so ein Zaubermantel. Geil. Damit die Fische überhaupt den Weg in die Treppe finden, war der Mensch so nett und hat extra diese Überlaufrinnen auf dem Damm gebaut. Ja, super, die Strömung funktioniert wie ein Wegweiser, damit die Fische den Eingang finden. Das Wasserstraßenamt weiß, was der Fisch denkt. Damit die Fische, die hier aufsteigen wollen, erkennen können, aha, hier kommt mir... Martin Köter. erkennen können, aha, hier kommt mir Strömung entgegen, da muss es wohl zum Fischpass gehen. Doch jetzt gibt's leider keine Strömung mehr. Das Elbwasser hat den Damm beschädigt. Der wurde dann eiligst und ohne dass man da noch was gegen tun konnte, dicht gemacht. Klaus. Betoniert. Tja, Sandwüste statt Wasserfall. Klaus. Damit der Damm stabil bleibt, hat das Wasserstraßenamt die Lokströmung einfach zugeschüttet. Mit Tonnen von Kies-Sand-Gemisch. Kann ja keiner ahnen, was so ein Fluss für Kräfte hat. Das ist zu früh, jetzt hier von Fehler- und Schuldzuweisung zu sprechen. Man muss sich das nochmal genau jetzt anschauen. Da baut der Mensch extra Ist es zu früh oder ist er schuld? eine Deluxe-Fischtreppe und die undankbaren Fische finden jetzt den Eingang nicht? Dann sollen sie halt die alte Fischtreppe nehmen auf der anderen Elbseite. Da drüben. Aha. Geht gar nicht mehr. Ist alles Klaus! 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 zugeschüttet, die müssten laufen oder fliegen. An diesem Ufer ist die Fischtreppe komplett dicht. Ist halt alles etwas marode, aber der Mensch hat eine konstruktive Lösung. Wie man das dann konstruktiv anordnet, ist eben etwas, was wir in den nächsten Monaten und auch sicherlich eher Jahren angehen werden. Ja, gut, dass der Mensch sich kümmert. Da kann der Fisch auch mal dankbar sein. Und überhaupt, ohne das Kohlekraftwerk in Moorburg hätte es die Fischtreppe nie gegeben. Die hat der Energiebetreiber Vattenfall als ökologischen Ausgleich bauen müssen. Klaus! Klaus! Das kann Klaus! auch so nicht Klaus! werden. Dann haben wir da als nächstes noch sprechende Mülleimer in Bremen-Nord. Okay. Bremen-Fegesack. Ort der Ideen und technischen Innovationen. Der heißeste Scheiß im Stadtteil sind jetzt diese Mülleimer. Was sind denn hier die Oh, High der Features? heiß ist die Scheiße. Die High Features sind, dass er hier eine Solarzelle drauf hat. Dann gibt es eine Presse, die den Müll verdichtet. Ferner hat er noch ein GPS, das also ansagt, wo steht der Behälter. Und dann hat er ein GSM-Modul, das über wie normales Handynetz Nachrichten schicken kann. Solarzelle, So. GPS und GSM. Hightech-Mülleimer für Bremen-Fegesack. Das Läuft. Beste kommt aber noch. Wir sind schließlich in Bremen. Deswegen haben wir da ein Sprachmodul oder ein Soundmodul verbaut und haben die Bremer Stadtmusikanten aufgespielt. So, und ich darf das mal kurz demonstrieren. Aber gerne. Das war der erste Stadtmusikant, das war der Gockel. Das ist der Hund. Also ich habe nicht dran, dass es die Bremer Stadtmusikanten sein sollen. Das hatte ich nicht gesehen. Ja, aber Ute, wenn du da nicht mit rechnest, habe ich es nicht gewusst. Der Esel. Und hier die Katze. Oh fuck, Alter. Wisst ihr, das war, weiß ich nicht mehr, eine Katze, der über den Schwanz gefahren ist. Die Stadt weiß ja wohl am besten, wie die Alter, das tut, als würde schon eine Katze da drin einquatschen, was Scheiße. Lasst das arme Viech dort raus, hört auf in dem Ding in eine Katze kastrieren, das ist nicht okay. What the fuck?
die Stadtmusikanten sich anhören. Für den Austausch von 300 alten Eimern und die Ausstattung der neuen stellt sie insgesamt 150.000 Euro bereit. Von der Stadt heißt es, dass ein Soundmodul auf spielerische Art zur Nutzung der Gefäße anregt und das Umfeld der Behälter aufgeräumter ist. Also ich finde sowas schwachsinnig. Quatsch. Alter, ich kann nimmer. What the fuck ist los mit euch? Hört auf, Katzen in Mülleimer zu kastrieren und es mit irgendwelchen Tiergerichtschwellen überdecken. What the fuck? Was wissen schon einfache Bürger? Die Stadt schreibt, der überwiegende Teil der Bremerinnen und Bremer in Bremen-Nord finden die tönenden Abfalltonnen gut. Ich halte das mit Mühe aus, aber sie kreischen zu laut. Was müsste Ihr Mülleimer zu Ihnen sagen, damit Sie es gut finden? Nix. Ich glaube, ein Mülleimer muss nicht mit mir sprechen. Stimmt natürlich. Aber solange sich keiner beschwert... Es gab Beschwerden, weil Kunden gesagt haben, da wirft man was ein und dann wird man auch noch angebellt. Deshalb hat die Stadt alle Mülleimertöne wieder abgestellt. So einfach geht Entsorgung in Bremen-Nord. Extra 3 Mystery. So, da haben wir das nächste Video, Silent Disco. Das ist auch etwas, was ich nie gecheckt habe, darum gönnen wir uns jetzt. Erst wenn sich die Abenddämmerung über die Stadt senkt, Was traut ist sie das Geile sich daran? hinaus. Ich check's Eine einfach bislang nicht. kaum erforschte Spezies des modernen Disco-Gängers. Das ist die Jugend 2019. Doch was hat sie hierher gelockt? Ein völlig neues Sind jetzt Rudelverhalten. schon voll am Abgehen. Die Gäste kommen rein, kriegen hier von den Kollegen Kopfhörer, sehen so hier aus, die werden angemacht und dann hat man 3 verschiedene Kanäle und kann während des ganzen Abends sich Musik auswählen, die man gerne hören möchte. In der Tanzhöhle gibt es keine Musik. Jeder wird individuell beschallt. Dabei zeigen die Erfahrenen dem Nachwuchs, wie es geht. Das heisst, dort drinnen hört man die ganze Zeit, wenn man die abzieht, so kurz weg und du hörst die ganze Zeit alle furzen, man. Safe, Alter, jeder hörst furzen, man, wie jeder denkt, das gehört ja hin. What the fuck? What the fuck? Stop it! Hör auf, ey. Nein, kannst nicht bringen, Alter. Ja gut, sie müssen es ja nicht hören. Alter. Wie fühlt sich das an, so brav in die Disco zu gehen? Och, ganz gut. Dafür kann man sich dann auch mit seinen Mitmenschen unterhalten, wenn man mal kurz was zu sagen hat. Wo es früher darum ging, wild und ungehörig zu feiern, fühlt sich die Jugend 2019 offenbar im stillen und geordneten Rückzug wohl. Alles Emos, jeder Einzelne, alles Emos. Emo-Armee am Tanzen und Scheiße. Schauen Sie euch an, wie sie da einfach mittendrin steht. So, what the fuck? I feel with you, sis. Warte, nein, das ist ja dort. Los, gib Check. Da, Mann, gib Check, Alti, gib Check. Komm on, lass mich nicht hängen, Alti. Ey, lass mich nicht hängen, Mann, gib Check. Ah, komm on, Bitch. Grünen Männchen imponieren mit Hilfe von Techno. Stop this shit! Das blaue What the fuck? Lieber zu Grunge. Das sind die Ultra-Emos. Die sehen jetzt nur nicht mehr so aus wie vor ein paar Jahren, aber ziehen so rein. Vor allem der, schau den noch an. Schau den noch an. Beobachten wir den. Und das rote Pferd frohlockt mit Doch nur die Herde bietet wirklich
Sicherheit. Was stimmt nicht mit euch? Wieso? Ist nicht auch manchmal so ein bisschen peinlich? Nö. Du kannst mitsingen, ohne dich selber zu hören. Das finde ich ganz gut. Und man kann Leute auslachen, die so wie ich betrunken schief mitsingen. Überleben. Man kann euch auch alle auslachen, die dort reingehen. Das geht auch, das mache ich da gerade in YouTube so. Ich meine ja nur. Lebenswichtig für die Spezies ist der regelmäßige Gang zur Tränke. Logisch. Vor allem berauscht schafft es die... That face. Ich bin mir ziemlich sicher, sie denkt gerade über einen Jobwechsel nach. Die Jugend 2019 mit typischen Lauten auf sich aufmerksam zu machen. Ein einzigartiges Balzverhalten. What the fuck? Wie immer in freier Wildbahn Oh gilt fuck, Survival Mann. of the Fittest. Scheiße. Ob sich diese Spezies im Großstadtdschungel durchsetzen Alter, ich kann nicht. Das ist zu viel, das ist einfach zu viel, Alter. wird, bleibt spannend. Scheiße. Alter, zu viel der Shit, ey. Fuck, Mann. Ich würde sagen, mit dem machen wir für heute auch mal Schluss so. Ey, Scheiße. Bis nächstes Mal. Wir hören uns. Peace. Angeblich. Genau. Okay. So, Leute, wir haben da... Nein, Quatsch. Fangen wir neu an. Ja, Mann, das finde ich doch gut, Alter. Das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht check. Ihr seid